die Tröge! Fertig! Sauschwer mit einem Sautrog eine Boje zu umrunden. Da ist es ganz egal, wie viele Muskeln einer hat oder wie alt er ist. Aber schwimmen will eigentlich keiner. Auch sie nicht. Walter Drechsler mit dem Piratentuch und Rudi Meier mit der Kapitänskappe. Sie sind mit 66 und 72 heute die Oldies beim Rennen. Oh Gott, ist das tief unten. Oh, ich heb mich da wieder raus. Eichsendorfer Ureinwohner nennen sie sich, weil sie genau hier, wo jetzt der See ist, aufgewachsen sind. Unter Wasser sind die Reste ihres Heimatdorfs. Und das wissen auch die Zuschauer. Es ist schon ein bisschen mysteriös und so unheimlich und so. Ich weiß nicht. Ich denke mir, mei, wir werden jetzt die Leute da gelebt haben, oder? Weil ist das gewesen, dass die da weggehen haben, mein? So einfach ist das auch nicht. Das war ja der Heimat. Es war ein Trauma und es begleitet Walter Drechsler sein Lebtag. Aber heute geht's um was anderes. Ja, das Wichtige ist, dass wir nicht ansaufen. Wir haben noch nie miteinander gerudert. Jeder für sich schon einmal, aber miteinander haben wir das noch gar nicht gemacht. Hauptsache, wir kommen am Soll und haben einen Spaß damit. Seit 10 Jahren sind sie in keinem Trog mehr gesessen. Aber zum Jubiläum 50 Jahre Eichsendorfer Stausee wollen sie es noch mal wissen. 15 Teams treten an. Die schnellsten aus den Vorläufen kommen eine Runde weiter. Die Bestzeit liegt im Moment bei 1 Minute 28. Das Schwierigste: Richtung und Gleichgewicht halten. Klappt nicht immer. Und bei Walter und Rudi? 1 Minute 30. Drittschnellste Zeit der Vorrunde. Damit sind sie im Viertelfinale. Wie weit sie später noch kommen, werden wir sehen. Der Hof von Walter Drechsler liegt nur 200 Meter oberhalb vom See. Und alles, was später beim Rennen unten auf der Wiese steht, fährt er in der Früh mit dem Frontlader hinunter. Der Hof ist genau wie der See 50 Jahre alt. Ja, vor 50 Jahren war da, wo jetzt der See ist, unser schönes Eichsendorf. Und der Verlust der Heimat ist doch ganz schön tief reingegangen. Und damit das nicht alles umsonst war, setzen wir halt immer wieder ein für Verbesserungen am See. Und deshalb machen wir zum Beispiel auch dieses Sautrogrennen, das einfach ein Gaudi-Wettbewerb ist. Alles andere als eine Gaudi war es in den 1950er Jahren für die Menschen in Eichsendorf, als sie gehört haben, dass ihr Dorf einem Stausee weichen soll. Das Flüsschen Schwarzach sollte gestaut werden, um die unterhalb liegenden Gemeinden vor Hochwasser zu schützen. Zu Lasten der Menschen in den Dörfern weiter oben. Da ist zunächst die Ortschaft Eichsendorf mit 9 Anwesen, die völlig in den Stauraum fallen wird. Die Grundstücksverhandlungen zum Erwerb dieser Ortschaft laufen bereits. Was da so nüchtern erzählt wird, war für die Menschen dramatisch. Walter Drechsler ist 1959 geboren. In diesem Jahr bekamen seine Eltern das erste Schreiben. Die Zeit war wie eingefroren. Das waren viele, viele Jahre, wo man halt in der Ungewissheit gelebt hat. Also das war schon sehr belastend in der Familie. Das hat man gespürt und gemerkt, dass man weg muss. Aber man weiß nicht, wohin muss man weg, wer geht weg, wie wird es sein. Müssen alle weg, müssen bloß ein paar weg, wie hoch wird der See? Keiner wusste es noch genau. Mehr als 15 Jahre dauerte diese Unsicherheit. Bis Mitte der 70er Jahre. In 4 Jahren wird der Ort, dessen Geschichte bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht, im Wasser des Schwarzach-Stausees versunken sein. Aber noch sind einige Probleme zu lösen. 3 Eichsendorfer Familien haben den sonst verödeten Ort noch nicht verlassen. Da ist zum Beispiel Frau Anna Bock. Bei mir werden nächste Woche ungefähr 4 Tagwerk Grund in Anspruch genommen, ohne dass ich weiß, wie viel das ich für den Quadratmeter bekomme. 1,50 Mark haben Anna Bock und ihre Nachbarn dann pro Quadratmeter erhalten. Viel war das auch für die damalige Zeit nicht. Die Häuser hat man abgerissen, bevor das Wasser kam. Vom Hof der Drechslers ist nur dieser Apfelbaum geblieben. Ich verbinde da meine Kindheitserinnerungen. Der Baum stand quasi rechts von der Zufahrt zu unserer Scheune. Also hier war quasi unsere frühere Hofstelle. Und von daher kann ich das immer noch gut einordnen und an meine Kinder und Enkel erzählen,
wo wir mal früher einfach gelebt haben. Also genau hier war unser Hof, waren unsere Nachbarn, war das Dorf. Der See scheint weit weg vom ehemaligen Drechslerhof. Warum musste er weichen, obwohl er so weit oberhalb vom Wasser stand? Weil wenn der Stausee richtig voll ist, wenn wir richtig Hochwasser haben, dann geht das Wasser hoch bis an die Büsche. Und deshalb mussten natürlich auch die Höfe, die beim Hochstaugrenze drin sind, mussten weg. Auch dieser Kerl musste seinen angestammten Platz verlassen. Der Steinerne Steffel, der hat uns ganz schön Angst gemacht als Kinder. Weil nämlich mit dem wurde auch gedroht. Wenn wir nämlich nicht brav waren zu Hause, dann hat es geheißen, der Steinerne Steffel kommt auf Nacht und holt die. Der war früher, bevor das Dorf geräumt wurde, im Mühlengebäude eingemauert. Und das Mühlengebäude, das stand genau da, wo man jetzt im See die rote Boje sieht. Da war also die Dorfmitte. Das Mühlengebäude war quasi der Dorfmittelpunkt. Heute ist der Eichsendorfer Stausee einer der ruhigsten und idyllischsten Seen im Oberpfälzer Seenland. Kaum Wassersportler, Angler schätzen die Stille hier. Wenn nicht gerade Sautrogrennen ist, da geht's zur Sache und es kann auch schnell mal peinlich werden. So, jetzt haben wir einen Tiefseetaucher. Auwe. Der da hat nicht so hingehört. Ja, egal. Mein Mitfahrer war das Problem. Ja, war ein wenig die Wellen und so. Da waren ein wenig stark. Ja, ich glaube, das musst du üben. Nein, gut, so, geh ins Bett. Walter und Rudi dagegen dürfen noch mal in den Trog. Drittbeste Zeit in der Vorrunde. Jetzt packt die beiden der Ehrgeiz. Alles Richtung Sieg. Jetzt gehen wir in die Vollen, egal wer daherkommt. Taktik haben wir gar keine. Wir verlassen uns auf unser Gefühl. Den Zuschauern sind Siege egal. Sie genießen die lustigste Freude, die Schadenfreude. Ja, wenn die untergehen so schön, wenn die sich da noch so reinhauen, ich finde das mega. Wenn die Teams gegeneinander da und schaut, wer am besten rumkommt und an der Boje sich dann hier bekämpfen, das ist halt einfach richtig schön zum Zuschauen. Die Tröge, das ist ein Wahnsinn, ne? Nächstes Jahr fahren wir auch mit. Dann treten sie vielleicht an gegen Walter und Rudi. Die geben im zweiten Rennen alles. Ein hartes Duell, aber fair. Letzte Reserven mobilisieren auf dem Weg zurück zum Ufer, aber die Jungen sind schneller. Die Oldies nur Zweiter und damit raus. Jetzt haben wir endlich einmal Zeit, dass wir ein halbes Bier trinken. Und einen Kaffee und einen Kuchen essen. Genau, jetzt genießen wir es. Jetzt können wir den Rest des Tages genießen. Und sich sonnen im Erfolg von Platz 7. 7 von 15 für die Eichsendorfer Ureinwohner, die heute wieder mal das Beste gemacht haben aus ihrem ungewöhnlichen Schicksal.